Viele unterschätzen den Saisonstart und ich will wirklich davon warnen, unterschätzen es nicht. Unterschätzen den Saisonstart nicht, weil es ist jetzt zwar warm, aber teilweise im Waldgebiet ist der Boden noch kalt, vor allem nass und wir sind nicht richtig wieder trocknen und das ist dann saugefährlich. Also wir müssen wirklich aufpassen und dazu ist es so, dass euch viele Autofahrer noch nicht wissen, dass ihr schon auf der Straße sind, weil es ist also noch nicht mal März, oder? Darum wirklich aufpassen. Wir müssen wirklich aufpassen mit dem Fahren jetzt, mit dem Saisonstart und vielleicht mal ein bisschen langsam machen. Also ich bin jetzt auch heute schon gefahren, aber ich bin jetzt auch eher vorsichtig, was andere Autofahrer anbelangt, was mich selber anbelangt. Da dürfen wir eigentlich auch einen Ölwechsel bekommen. Ich habe mir auch schon überlegt, ob ich einfach einen Ölwechsel selber mache, bevor ich noch lang warte und den in den Service bringe. Also es gibt ja so ein paar Sachen, nicht einfach jetzt, ja, es ist jetzt warm auf den TÜV und let's go, sondern es gibt ja schon ein paar Sachen. Und schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr so seht, was eure Punkte sind. Um mal das Kurvenfahren richtig erklären. Es ist so, ihr müsst fahren, ihr fahrt so in die Kurve rein und die Kurve lesen. Immer das Kurvenende schauen. So. Und das kann ich zeigen, wenn ich in die Kurve. So, und dann in die Kurve beschleunigen, aus der Kurve raus beschleunigen, bevor der Kurve einfach das Gaspedal behalten, in die Kurve rein. So könnt ihr wirklich die Kurve schön lesen. So schauen, es geht rechts durch, ihr seht rechts und dann geht die Kurve links, rechts, Kurve links und das ist jetzt da zu Rheinau, beziehungsweise zu Jestedt Richtung Rheinau. Das ist zwar mega geil, da könnte man richtig Gas geben, aber da ist einfach das Problem, dass die Straße relativ schmal ist und dass auch Autos entgegenkommen. Also, das heisst, ihr müsst vor allem mit der Kurve, egal wie, ihr müsst immer auf eurer Seite bleiben, weil vor allem wenn ein Bus entgegenkommt und der ist vielleicht ein bisschen breiter als ein Auto, beziehungsweise eigentlich viel breiter und dann fährt er noch vielleicht ein bisschen mehr auf eurer Spur, dann ist Feierabend, weißt du. Also ihr seht, rechts Kurve, links geht die Kurve, dann müsst ihr ganz rechts sein und so fahren. Geht die Kurve nach rechts und ganz links sein und so fahren. Oder? Und vor der Kurve ab dem Gas gehen, dann das Gas behalten. Nicht ab dem Gas gehen, das Gas behalten, konstant das Gas behalten. Danke. Das Gas, konstant das Gas behalten. Und dann, sobald er aus der Kurve sind, können wir wieder beschleunigen. Und warum habe ich jetzt den Autofahrer durchlassen? Weil er hat schon geblinkt. Und ich würde euch das auch empfehlen, dass ihr, wenn ihr etwas seht und ihr seid nicht sicher, wie der Fahrer sich verhält, ich bin jetzt falsch gefahren, ja, nur, kann man auch so. Und ihr nicht sicher sind, wie euch wie sich die Autofahrer verhalten und lieber einmal mitbremsen und einmal vielleicht ist er hässiger, als er bremst haben, aber das ist ja egal, weißt du, was ich meine? Oh, schöne Kurve fahren. So, jetzt geht es rechts durch, dann müssen wir ganz links, aber schauen, dass ihr nicht über die Linie kommt und je nachdem, wenn ein Bus kommt oder so, dann müssen wir ein bisschen rechts über, dürfen dann nicht zu weit links fahren, oder? Weil vor allem Kurven, wir sehen das ja nicht.
Er hat gesagt, ich muss langsam fahren. Ich muss langsam fahren. Ich weiß nicht, ob jetzt links oder rechts durch die Schmierkontrolle macht und dort lasern. Ich sage mal rechts, dort hin. Wahrscheinlich irgendwo. Ich sage, die steht irgendwo bei einer Schür. Ich sage, die Schmier steht irgendwo in der Schür. Aber das ist jetzt natürlich klar, dass die Schmier muss jetzt Kontrolle machen, weil es ist jetzt so warm. Es ist jetzt so warm und dann müssen sie Kontrolle machen. Ich glaube, das Häuschen rechts dort sind es. Schau da. Da war aber das Auto, aber ohne Schmier. Ich weiß nicht. Oder sind sie da vorne auch noch am Lasern? Nein, das ist ein Tunesauto. Keine Ahnung, wo sie sind. Habt ihr gesehen jetzt da bei mir? Wahrscheinlich haben sie das gesehen, gell? Oder sind irgendwo am Aufbauen, gell? Gut, dass du Danke gesagt hast. Scheiße, wie das die Schmier dort ist. Das war die Schmier dort. Und ihr seht, dort hinten gestanden. Und ihr seht, die Schmier ist dort gestanden. Ich zeige es euch, so jetzt gerade auf euch abwenden. Und zwar, die sind schon mal da hinten gestanden, da hinten. Da. Jetzt war dort die Polizei gewesen, und da ist jetzt zivil gewesen. Und ich habe jetzt den Move gemacht und die Schmier ist dort gestanden. Aber, darf ich den Move machen? Schon, oder? Obwohl, das ist vielleicht nicht geöffnetes Fahrzeug, wenn man jetzt sagt, dem kämpft. Geil, Mann! Die sind safe dort gestanden, die sind safe dort rein gewesen. Zuerst mal das Auto, ich habe keine Leute drin gesehen, aber vielleicht, keine Ahnung. Und dann weiterhin die Zivilen. Ich weiss aber jetzt nicht, was die für Aufgaben haben. Warum das dort? Weil die sieht man nicht auch von dieser Seite aus. Die rechts mit dem Polizeistreifenwagen, die sieht man nicht, so wenn man nicht vielleicht zuerst wenn man vorbei ist, aber wenn man sich achtet. Und die vorne, die sieht, das sind safe gewesen. Safe. Ich habe so eindeutig so gemacht. Gut, ist ja schon vorbei gewesen, wieder schon mir. Oh je, Mann, ich bin schon... Ja, aber gut, ich meine es nur gut, gell? Ich meine es nur gut. Aber ich habe nämlich schon mal gedacht, soll ich jetzt ein Zeichen zeigen? Mir ist es gezeigt worden. Soll ich es zeigen oder werde ich nachher gerostet, oder? Habe ich mir auch überlegt. Und da vorne steht auch auf dem Blitz, aber den habe ich jetzt schon länger nicht mehr gesehen. Ich fahre da fast, ja, je nachdem, wohl eigentlich fast täglich da durch. Und ich habe ihn jetzt länger nicht mehr gesehen. Schreibt mir gerne mal in Kommentare, ja da ist der schon mal auf so einem Blitzer gestanden, schreibt mir gerne mal in Kommentare, ob ich einen Service beim TÜV selber machen soll, weil das ist eigentlich, also einen Ölwechsel kann man ganz gut selber machen. Einen Ölwechsel kannst du ganz gut selber machen, wenn ich das mal erzähle, nicht einen Service, einfach nur einen Ölwechsel.